Willkommen daheim zum OTV-Talk am Mittwochabend. Schön, dass Sie dabei sind. Christoph, David, Sandro und Stefan, das sind echte Oberpfälzer Jungs oder besser gesagt Burschen. Und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen weit gereist. Denn die vier sind die Band Rotzlöffel und waren schon zweimal für 4 Wochen im Hofbräuhaus in Las Vegas, um den Besuchern dort zu zeigen, was echte Oberpfälzer musikalisch drauf haben. Und das sind sie auch. Jetzt nochmal der Reihenfolge nach. Christoph, servus. Hallo David, hallo Servus. Sandro, hallo Stefan. Servus. Schön, dass ihr hier seid. Danke. Also man darf sagen, wenn man euch Rotzlöffel nennt, dann ist es keine Beleidigung, sondern man trifft es auf den Punkt. Was hat euch denn dazu gebracht, als hauptberufliche Rotzlöffel durchs Leben zu ziehen? Ja, einfach die Art und Weise. Also wir sind wirklich Rotzlöffel und frech und wollen auf der Bühne einfach die Leute mit unserer Musik, mit unserer Art und Weise einfach zeigen, was ein Rotzlöffel im modernen Stil ist. Jetzt habe ich mir eure Homepage angeschaut und ihr definiert euch ja selbst auch. Also ihr gebt so ein bisschen eine kleine Hilfe mit auf den Weg, was ein Rotzlöffel so ausmacht. Sympathisch, einerseits ja, aber frech, zielorientiert, traut sich was sagen. Ist es damit auf den Punkt gebracht? Ja, eigentlich genau auf den Punkt gebracht. Also wir sind auf der Bühne richtig Rambazamba-mäßig unterwegs und ja, leider ein bisschen um. Wie so ein Rotzlöffel halt. Wie ihr umlädt, jetzt haben wir, das wissen viele von euch live, ihr spielt ja doch 60, 70, 80, vielleicht sogar 90 Termine je nach Jahr so vor euch hin. Bunten Mix, was sind denn eure wesentlichen Gigs, die ihr im Jahr so spielt? Unsere wesentlichen Gigs sind Volksfeste, einfach Bierzeltfeste, Jubiläumsfeste, Vereinsfeste, sowas in der Art, aber auch Tanzveranstaltungen. Privat auch. Also wir spielen eigentlich alles, was daherkommt. Wir machen es jetzt ein bisschen spannend für die Zuschauer. Musikalisch halten wir den Spannungslevel noch ein bisschen hoch. Jetzt gibt es erstmal ein paar Bilder. Jawohl. Ihr habt ein bisschen was mitgebracht. Jetzt müssten wir das einfach mal so im Schweinsgalopp ein bisschen ankommentieren. Was sehen wir denn hier? Genau, das ist das Hofbräuhaus in Las Vegas. Und da haben wir getroffen den Siegfried und Roy. Also die sind da drüben die Stars. Da haben wir eine Spendenübergabe gemacht. Jukebox-Party, und zwar war das ein kranker Junge. Da sieht man jetzt unseren Fanclub, offiziellen ersten Fanclub von uns Rotzlöffel. Berühmte Las Vegas sein, da springen wir davor. Wie oft habt ihr dafür geprobt, dass dann dieser... Ja, das hat schon ein paar Klicks gedauert, genau. Das ist der Grand Canyon. Ja. Stargast drüben in Las Vegas, die Holly Madison. Ja, man sieht euch schwer beeindruckt. Ja. Da dirigiert zum Beispiel der Siegfried, wir live auf der Bühne, und der Siegfried schwingt den Dirigentenstab. Ja, jetzt muss man dazu sagen, ihr seid ja alles andere als alte Rotzlöffel. Euch gibt es zwar als Rotzlöffel schon, glaube ich, seit 2005. Genau. Also in der jüngsten Besetzung jetzt nicht so lange, aber die Rotzlöffel per se. Und trotzdem ihr so jung seid, es nach Las Vegas zu schaffen, das ist jetzt eine Übung, die nicht jedem gelingt. Was ist euer Erfolgsrezept? Unser Erfolgsrezept, wir sind durch irgendwelche Art und Weise ja immer entdeckt worden und angerufen worden und nach Las Vegas eingeladen worden. Also das war mal der erste Punkt. Und dann haben wir da erst das gar nicht geglaubt, dann haben wir dazu gesagt und dann so ist das entstanden. Das Erfolgsrezept, warum wir in Las Vegas sind. Wir hören noch mal rein. Ich würde sagen, 2010, glaube ich, gab es schon mal eine Platte von euch. Dann eher, das war eine Live-Platte wahrscheinlich. Genau, ja? 2009. Oder 2009? Ja, 2010 haben wir, ja, ist veröffentlicht worden. Ja. Und jetzt haben wir hier ganz brandaktuell, also ist noch warm, frisch gepresst, aktuell, hier genau, das ist noch aktuelle heiß. Studioalbum. 12 Titel sind drauf. Und jetzt hören wir rein, das erste Lied, was wir jetzt hören, können wir gerne ein bisschen aufdrehen. Es ist Um die halbe Welt. Christoph, das geht auf dich zurück. Genau. Das gefällt, Boris rocken durch die ganze Nacht. An morgen früh wird nicht gedacht. Boris rocken, Boris Rocken. Boris Rocken, also da ist alles verankert. Erstens schon mal Boris Rocken, das ist unser Motto. Also auf der Bühne stehen, wir haben auch die Kluft an, also Lederhosen, und der obere Teil ist auch einmal ein bisschen flippiger, moderner, deshalb Boris Rocken. Und das Lied Um die halbe Welt, das basiert darauf zurück, weil wir heuer wirklich eigentlich um die halbe Welt reisen. Also das heißt, wir haben die Kilometer mal ausgerechnet, wir haben heuer zu Gast in Las Vegas, dann Südtirol waren wir, in Österreich treten wir noch auf, in der Schweiz treten wir noch auf. Und direkt nach Las Vegas fliegen wir gleich weiter, steigen wir in den Flieger und landen dann ein paar Stunden später in Australien am Oktoberfest. Und wenn wir die Kilometer alle zusammenrechnen, dann ist es fast oder eigentlich um die halbe Welt. Jetzt erzählen wir die Geschichte weiter. Wenn man das so macht, David, dann, wenn es dem vielleicht das Mikro mal rübergibst, dann kann man durchaus zu Freunden fürs Leben werden. Das ist dein Titel, für den du verantwortlich zeichnest. Die Freunde fürs Leben. Mal kurz reinhören.
vergessen hab, kommst du und singst sie mir vor. Andere beschenken war schon immer dein Prinzip, da bist du selber reich damit. Ja, wir sind Freunde fürs Leben, nicht schön. Er hält sich so zurück, am liebsten hätte jetzt gerne alle mitgesungen. Aber es soll ja beim Studio-Eindruck bleiben. Ja, musikalisch vielleicht mal zu erklären, was spielst du in der Band? Ich spiele Gitarre und man merkt vielleicht schon bei dem Stück auch, geht ein bisschen in die Country-Richtung. Das ist natürlich auch, sage ich mal, das haben wir auch in Las Vegas ein bisschen mitgenommen, was uns natürlich auch ziemlich gut gefällt. Und Freunde fürs Leben, naja, schaust du die drei. Ja, das war so mein Gedanke dabei, ja. Okay, dann kommen wir zum nächsten Titel, den hat der Sandro mitgebracht. Duschen geh. Also über Sinn und Unsinn von Texten unterhalten wir uns gleich. Jetzt hören wir uns erst einmal die Musik ein wenig an. Ihr Bikini an. Ihr Name sei Johanna und sie fragt, bist du spontan? Magst du mit mir duschen gehen? Dann darfst du mich nicht nur im Bikini sehen. Die Badehosen ist ein kleines... Tja, also gewisse Anzüglichkeiten lassen sich nicht verhehlen. Ja, was spielst du in der Band? Für welche Instrumente zeichnest du verantwortlich? Vor allem Schlagzeug in der Band und auch Bariton-Härndl, wenn wir unplugged spielen. Vor allem dann das Härndl. Okay, das heißt, du hast jetzt bei all den Titeln, ich erspare jetzt zu erklären, wie genau du da auf die Duschen-Idee gekommen bist. Du zeichnest für gute Beats verantwortlich. Wir haben jetzt 3 Eindrücke gehört bislang. Es ist immer sehr unterschiedlich. Also ihr habt auch einen gewissen Anspruch, euch jetzt nicht nur in eine Schublade reinstecken zu lassen. Also ihr spielt jetzt nicht immer das gleiche Schema. Genau, das war uns, also ist uns auch live wichtig und war uns dann eben auch auf der CD wichtig, dass wir alle Stilistiken so ein bisschen abdecken können. Und das haben wir jetzt, wenn man da reinhört, eigentlich schon bei den 3 Titeln sehr gut gehört. Den Abschluss macht der Stefan. Und zwar, Stefan, du bist, wie hieß es vorhin im Vorgespräch, das Nesthäkchen. Das wirst nicht los, gell? Ja, aber das Nesthäkchen hat es mit der Franzi, das ist der Titel 1 auf dem neuen Studioalbum. Wenn wir da mal kurz reinhören dürfen. Franzi auf der Wiesn. Das Marsch muss den Deppen noch gleich ja, die Franzi auf der Wiesn. Ja, die steht bloß auf die Wiesn. Ja, die Franzi ist ein Matz. Aber heute der schöne Kopf. Inzwischen kann er wieder lachen, aber es klingt so ein bisschen nach nicht erwiderter Liebe, ist das also? Ja, genau, ganz genau. Ich muss natürlich sagen, ihr seid ja Vollblutmusiker, das heißt auch professionelle Musiker im Wortsinne. Und man kann jetzt also das sogar im Positiven unterstellen, ihr versucht natürlich auch Hits zu schreiben. Ist jetzt das was man zum Beispiel auf der Wiesn spielen kann? Ja, ich könnte es mir vorstellen. Also man muss auch versuchen, dass man eine eingängige Melodie findet, dass man gleich mitsingen kann. Und natürlich müssen wir schauen, dass wir das auch in unserem Deckmantel des Borisch Rocken das Ganze auch verarbeiten. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Kann ja glücken, muss nicht sein, aber man kann es ja mal probieren. Ja, ich glaube, das nötige Podium habt ihr inzwischen. Ihr seid sehr bekannt, spielt viele Termine. Jetzt aber mal zum Background, dem Persönlichen vielleicht noch kurz. Also das, was ihr hier macht, fliegt euch nicht nur so zu. Ihr seid alles 4 Berufsmusiker und du studierst Musik, du studierst Musik, du studierst noch Musik. Aber ihr habt euch nicht darüber kennengelernt, sondern jetzt, glaube ich, wir haben 3 Studienstandorte, Nürnberg, Regensburg, Würzburg. Das heißt, ihr habt euch, Christoph, wirklich auch so gesucht. Also ihr wolltet das passende Profi-Profil für eine gute Band haben. Genau, so schaut's aus. Also wir haben uns gesucht und gefunden. Und wer euch jetzt noch nicht gefunden hat, sondern euch zum ersten Mal sucht, am 31.03. gibt es die erste Gelegenheit, euch jetzt wieder groß zu sehen. Und zwar wo? Am 31.03., also das ist kommenden Sonntag, da haben wir unsere CD-Präsentation und die ist in Nappburg in der Nordgarhalle. Und wie gesagt, da haben wir unseren Ostertanz, den haben wir alle Jahre, heuer dann unter anderem mit unserer CD-Präsentation. Da wollen wir also die Leute zum ersten Mal quasi unsere eigenen Titel präsentieren. Das heißt normalerweise, wenn ihr Abendfüllen spielt, dann habt ihr jetzt eure 12 eigenen Titel so im Gepäck. Genau. Und ansonsten Borisch Rock. Was covert ihr nach wie vor gerne? Was sind so die Lieder, die ihr gerne nach wie vor spielt? Covern tun wir die Hits, die du da brauchst im Bierzeit, die sagen wir Fürstenfeld
oder was braucht man noch? Narkotik, wie es alles heißt. Also Ja. so Rambazamba. Alles, was ein bisschen Gaudi macht. Alles, was Gaudi Jetzt macht. machen wir den Zuschauern noch ein bisschen Gaudi. Du hast es erwähnt, am Sonntag gibt es Genau. zum ersten Mal die CD. Genau. Heute an einem Mittwochabend aber schon die Möglichkeit für 3 vorab zuzuschlagen. 01379 69 80 80. Herzlichen Dank dafür. Wir kümmern uns um den pünktlichen Versand ab Montag. Montag, ja. Damit die Premiere auch eine Premiere bleibt, rufen Genau. Sie uns an unter dem Stichwort Rotzlöffel. Und dann gibt es das erste richtige Studioalbum mit 12 Titeln. 4 davon durften wir schon mal reinhören und es macht richtig Laune auf mehr. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg auf eurer Tour rund um die halbe Welt erst einmal. Irgendwann wird es die ganze werden. Reicht vorerst. Reicht erst einmal. Reicht vorerst. Herzlichen Dank für den Besuch, viel Spaß am Sonntag und alle weiteren Infos gibt es auf eurer Website rotzlöffel.de. Da kann man alles weitere, alle Tourdaten und Facebook natürlich. Und Der Facebook. natürlich heute nicht vergessen. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Seid bald wieder dabei, musikalisch oder auch nicht. Spaß wie immer hier im OTV-Talk. Machen Sie es gut.